freue mich natürlich, dass Sie gekommen sind, obschon es so schönes Wetter ist. Also Salzburg zeigt sich heute von der schönsten Seite. Und ich habe es schon genossen. Ich war kurz im Mirabellgarten und es ist fantastisch, wie die Blumen da blühen in allen Farben. Und dann habe ich noch Kaffee getrunken auf dem alten Markt und fühle mich schon wieder ganz zu Hause. Also, jetzt muss ich sagen, ich schreibe seit 30 Jahren und ich habe angefangen mit Versbüchern, also mit Sprache, Bewegung, mit Klatschen, mit Patschen, mit Kreisspielen, mit Papierfalten, mit Naturspielzeug, also so ganz praktisch und lebendig und mit Action. Und jetzt sind meine Kinder also schon sehr groß, die ältere ist schon 40 und und ich bin also vom Alter her leider original nicht Großmutter, aber im Großmutteralter. Und mit dem Alter haben sich meine Bücher jetzt mehr ins Märchenhafte und ins Philosophische verschoben. Und das hat gedreht mit dem ersten Buch, das hieß Kinder brauchen Geheimnisse über Zwerge, Engel und andere unsichtbare Freunde. Und dann folgte ein Buch über die Regenbogenfarben, das heißt, unsere Welt ist bunt, und zwar, damit man die Qualität der Farben mit den Kindern erleben kann. Und jetzt ist dieses Buch entstanden, was im Leben wirklich zählt, mit Kindern Werte entdecken. Und ich habe noch bei keinem Buch so gebockt wie bei diesem Buch. Ich wollte es eigentlich nicht machen. Und ich gebe viel Fortbildungen, auch bei Kindergärtnerinnen, Erzieherinnen. Und da wurde ich in den letzten 4-5 Jahren immer wieder gefragt, könntest du nicht ein Buch über Werte machen? Und dann habe ich gefunden, also ich bin kein Pfarrer, ich bin kein Philosoph, ich bin, weil ich fand es einfach schwer. Und dann hat der Verlag noch gefragt und gesagt, der Kösel Verlag, es wäre einfach ein unwahrscheinlich wichtiges Thema. Das sah ich ja ein, das war's. Und am Schluss habe ich dann in den sauren Apfel gebissen. Und jetzt will ich ganz kurz, bevor ich darauf eingehe, sagen ein bisschen, was ich mir überlebt habe, warum ich dazu gekommen bin. Und ich muss einfach sagen, dass ich durch das, dass ich schreibe, so ein bisschen in einem schöpferischen Fluss bin. Ich will jetzt nicht mal sagen, ein Hauch von künstlerisch, ich will nicht jetzt sagen, ich bin da ein Dichter und ein Künstler, aber es läuft ein bisschen in diese Richtung. Und ich glaube, dass Kinder und eben Leute mit einem Sensorium fürs Künstlerische vielleicht feinfühlig sind für Werte hinter den Werten. Und ich muss einfach sagen, ich musste mich, wenn man ein Buch schreiben will, muss man sich auf ein Schema einigen. Also ich muss einen Raster haben. Und das war das Problem, weil Werte sind so etwas Großes und wir im christlichen Abendland, also wir hätten die 10 Gebote oder die Bergpredigt oder die Verfassungen von den Ländern und das war mir alles einfach zu kompliziert und zu viel. Und weil ich vom Kindervers herkomme, also von den Fingerversen, hatte ich plötzlich die Blitzidee, eigentlich müsste ich etwas finden als Notration von Werten, die ich an einer Hand abzählen kann. Und zwar wollte ich habe also mit ganz vielen Eltern, Pädagogen, Philosophen, Politikern, ich habe ganz viele Gespräche geführt, auch viel gelesen und ich muss sagen, auch das Internet benutzt, also ohne wäre das Buch, glaube ich, noch lange nicht fertig geworden. Also ich habe dann auch da überall nachgeschaut, was andere dazu sagen. Also ich habe mich dann auf 5 Grundwerte beschränkt und habe gedacht, also es soll ein Mutmachbuch werden, ein Kompendium mit praktischen Anregungen und es soll also nicht so sein, dass jeder, der es aufmacht, denkt, um Gottes Willen habe ich alles falsch gemacht oder die weiß alles besser mit Drohfinger.
Es war so eine Gratwanderung, also ich wollte einfach Mut machen und es sollte so werden, dass gläubige Menschen also nicht denken, was schreibt die jetzt für einen Stuss, dass die das brauchen können, dass Leute, die nur so ein bisschen etwas glauben, vielleicht Anregungen finden, wie sie das ausbauen können und dass Eltern, die meinen, sie glauben nichts, glaubt ja jeder irgendwas, aber also nicht offiziell, dass auch die sich nicht abgestoßen fühlen, weil Werteerziehung geht alle an. Und dann ist noch etwas, was mir aufgefallen ist, also es ist eine Illusion zu meinen, man könne also Werte nicht vermitteln. Also sie vermitteln Werte, ob sie wollen oder nicht. Also Kinder lernen durch Nachahmung. Und wenn man Werte bewusst weitergibt, wirkt es am meisten. Und am schlimmsten ist für die Kinder, wenn ich etwas predige und gleichzeitig das Gegenteil tue. Also zum Beispiel, ich verkündige in unserer Familie, wir sprechen die Wahrheit, es wird nicht gelogen. Und dann geht das Telefon, die Schwiegermutter ist dran und jetzt habe ich wirklich keine Lust, mit der zu sprechen. Das Kind nimmt das Telefon ab und ich deute, pst, ich bin nicht zu Hause. Dann heißt das, wir lügen nicht, ich darf nicht, die Mama darf, wenn ich groß bin, darf ich auch. Das läuft nicht bewusst ab, aber das kommt so rüber. Oder wenn ich freundlich bin, ich sage, wir haben einen guten Umgangston, wir sind freundlich miteinander und ich sage, ja, also du bist jetzt schon nett und innerlich denke ich, ich könnte sie würgen oder an die Wand klatschen, dann sind Kinder, haben ganz feine Antennen, die spüren das. Und also wenn ich nicht wahrhaftig bin, wenn ich nicht das sage, wenn sich das nicht deckt mit dem, was ich denke, spüren das die Kinder und das verwirrt. Also eigentlich macht das krank. Dann ist mir noch aufgefallen, dass in allen Weltreligionen kommt der Satz vor, also so im Sinn nach, was du nicht willst, dass man dir tut, das tu auch keinem anderen. Also das kommt im Christentum vor, das sagt Christus, es kommt im Alten Testament, also bei den Juden vor, es kommt im Koran vor, es kommt in den Veden vor, es kommt im Buddhismus vor. Also eigentlich wissen die Leute seit 2000 Jahren oder vielleicht noch ein bisschen länger, im Prinzip, so was ich gerne habe, sollte ich auch den anderen tun. Also und wenn ich den halt beiße oder stopfe oder bespucke, muss ich mich nicht wundern, wenn der auch zurückbeißt und spuckt. Also jetzt auf Kinderebene. Und darum also das denke ich, ist für mich der absolute Grundsatz, also dass ich den Kindern das beibringen kann, dass so, wie ich das gerne habe, dass ich das mit den anderen auch so sein muss. Also das wäre für mich das Minimum. Dann wollte ich nicht schimpfen. Also im Moment ist so groß in den Zeitungen immer das Gejammer über wie wir verroht sind und wie keine Werte mehr da sind. Und ich meine, die Werte haben sich einfach verschoben, also Werte sind immer da. Aber in den letzten 30 Jahren hat sich vor allem hier bei uns in Europa alles verschoben ins Materielle. Also was ich anfassen kann, was ich zählen kann, was ich wiegen kann und vor allem was Geld bringt, das ist wertvoll. Also ganz materiell vordergründig. Und Jeanne Hersch, eine Philosophin aus Genf, hat anfangs der 70er Jahre, im letzten Jahrhundert, ich finde es immer so toll, wie das klingt, also ich stamme aus dem letzten Jahrhundert. Also da hat die gesagt, wenn wir den Kindern nicht mehr Märchen und biblische Geschichten erzählen, landen wir in der Barbarei. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir sind auf dem besten Weg dazu. Also um Werte zu erleben, muss ich auch sprechen können und ich muss denken können. Also ich muss reflektieren können. Und das Ganze ist einfach ein sehr kompliziertes Gebilde. Aber wichtig wäre, dass man die Optik einstellt. Jetzt möchte ich noch zum
Sprechen etwas sagen. Als ich in der Ausbildung war für Erzieherin, hat man damals gesagt, mit 7 ist die Sprachentwicklung abgeschlossen. Also das heißt, die Kinder haben die ganze Satzstellung, sie können sagen, gestern war ich noch in der Schweiz, heute in Salzburg, morgen im Mölltal. Also sie haben die Zeiten, sie haben also Mehrzahl und Einzahl, sie haben Verben und haben Wörter, also sie können sprechen, sie sagen nicht nur ich, du, haben, gib, mach, also ja. Jetzt hat die Hirnforschung die Kindergehirne entdeckt. Also das ist wie ein neuer Kontinent und das ist also im Moment das Neueste. Vielleicht ist es dann in 20, 30 Jahren wieder anders. Aber im Moment sagen die, und das finde ich eigentlich unglaublich, die Sprachentwicklung ist nach der neuesten Forschung mit 4 abgeschlossen. Also das heißt, wenn Eltern mit ihren Kindern, wenn die lallen, zurücklallen oder wenn die Wörter aufnehmen und hin und her, also schon reine so da und dann auch da oder dü und auch dü. Also das sind alles schon Vorformen von Sprache. Und also dass man nicht genug mit denen sprechen, singen kann oder auch schon kleine Bücher erzählen oder also Liporellos oder also die dicken, es gibt doch so Pappbücher, dass man einfach wirklich mit denen bewusst spricht, weil alles, was sagen die Hirnforscher, man kann die Sprache nachher schon noch vervollkommnen, aber alles, was nicht in der Entwicklungszeit geschieht, dauert nachher viel länger und macht viel mehr Mühe. Also darum ist das ganz, ganz wichtig und jetzt kommt etwas Schönes, immer die Anwesenden ausgenommen und bei uns in der Schweiz, ich lebe in der Nähe von Basel, also es ist eine Zürcher Studie, die Zürcher sind so, aber ich denke, also wenn man ehrlich ist, gilt es wahrscheinlich für überall. Die haben in Zürich eine Untersuchung gemacht, wie viel im Schnitt mit den Kindern gesprochen wird pro Tag und zwar ohne Befehle, also nicht halt den Latz, du sprichst zu viel, stell bitte die Schuhe richtig hin und jetzt ab ins Bett und ich habe dir 7-mal gesagt, also nicht schimpfen und nicht befehlen, normale Gespräche. Und da haben sich Studenten in die Haushaltungen gesetzt und statistisch das, wie man das macht in der Forschung, also Striche gemacht, wie viel normal gesprochen wird und das auch gemessen mit der Stoppuhr. Und jetzt dürft ihr eine Zeit sagen. Also wie viel Zeit, glaubt ihr, wird mit Kindern in Zürich gesprochen? Wie viel? 20 Minuten, schön wäre es, viel zu lang. 5 Minuten, ja. Also es ist unglaublich, es sind 5 Minuten. Wir waren, ich weiß nicht, wie ihr in der PISA-Studie abgeschnitten habt. Also wir waren einen Punkt besser als die Deutschen, also ziemlich weit unten. Also ich weiß nicht, wie es hier war. Aber also dann heulen wir und sind entsetzt, dass unsere Kinder nicht schreiben können, nicht verstehen, was sie lesen, dass Analphabeten aus der Schule kommen. Und da muss ich sagen, als Erzieher finde ich das sehr komisch, dass ein Kind 9 Jahre in die Schule geht und angeblich hat niemand gemerkt, dass das Kind nicht lesen kann. Also das finde ich ein Armutszeugnis für die Lehrer, aber also es ist erwiesen, es gibt's. Und dann sind wir eben entsetzt, also das heißt, wir müssen mit den Kindern mehr sprechen, aber wenn Sie denen also Märchen erzählen oder Bilderbücher erzählen oder Geschichten erzählen, kommen Sie sofort auf mehr als 5 Minuten. Aber man muss es tun. Man lernt es, wenn man klein ist. Also das braucht es, damit ich mich dann philosophisch über Werte unterhalten kann. Also das vorweg. Und jetzt zu meinem Schema. Mal schauen, ob das ist hier oder hier. Ja. Also, ich habe gedacht, ich möchte eben das so machen, dass es an einer Hand Platz hat. Und ich habe immer wieder gefragt, was ist Ihnen das Wichtigste? Bevor ich jetzt das da drauflege, werfen Sie einfach spontan, ohne viel zu denken, was ist Ihnen ganz wichtig, privat
und im Beruf. Welche Werte möchten Sie haben? Rufen Sie einfach irgendwas. Mal schauen, was kommt. Ehrlichkeit. Was? Vertrauen, Toleranz, Achtung. Also Sie liegen, ja, Mitgefühl, Sie liegen ganz im Trend. Es kam immer Ehrlichkeit. Und da ist einfach, Ehrlichkeit hat für mich zu tun mit Wahrhaftigkeit, mit Wahrheit, mit Vertrauen. Und wenn Sie also nett sind miteinander im Beruf, in Sitzungen und dann vernehmen Sie es hintenrum, die unheimlichsten Geschichten über Sie erzählt werden, dann verletzt das tief. Also Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit ist also etwas ganz, ganz Wichtiges. Und mit dem muss man sorgfältig umgehen, weil da gibt es große Verletzungen. Also ich lege jetzt das dahin und erkläre dann ein bisschen. Also bitte, ja es geht noch, entschuldigt, ich bin seit Tagen unterwegs und das wird jedes Mal ein bisschen dreckiger mit Pfoten, aber wäre für Kriminalisten interessant. Also, ich habe also Wahrheit, rechtes Handeln, Frieden und Miteinander, Liebe und Gewaltlosigkeit. Also auf die 4 Werte bin ich so gekommen, weil die sich wie auseinander entwickeln. Jetzt ist für uns Christen ist Wahrheit, Frieden und Liebe eigentlich ganz klar. Rechtes Handeln und Gewaltlosigkeit klingt ein bisschen östlich, aber es hat für mich sehr viel Sinn gemacht, das so zu nehmen. Und das steht also überhaupt nicht im Widerspruch jetzt zu unseren Grundvorstellungen. Dann ist mir aufgefallen, wenn ich das habe, ich kann also nie sagen, jetzt lernen wir Wahrheit oder jetzt lernen wir Liebe oder jetzt lernen wir Gewaltlosigkeit. Also das ist alles viel komplizierter. Und dann habe ich versucht, das auf ganz praktische kleine Teile runterzubrechen. Und ich will Ihnen jetzt zeigen, wie ich das gemacht habe. Also was dann meine Vorstellungen waren. Also ich habe zum Beispiel bei Wahrheit so Wörterketten gemacht. Und da ist zum Beispiel, jetzt hat zufälligerweise jemand einen Stift, den ich haben könnte. Ich hätte einen in der Tasche, aber ja, also ich lege jetzt das dahin. Also Realität. Sie können, also es spielt dann überhaupt keine Rolle, ich muss das vielleicht noch ein bisschen runternehmen, so sieht man es besser. Also wenn Sie damit arbeiten, spielt es keine Rolle, mit was Sie anfangen. Wichtig ist, dass Sie bewusst innerlich die Optik einstellen und wissen, also etwas Grundlegendes zum Anfangen ist die Wahrheit. Jetzt ist da ein Problem bei den Kindern, weil erst ab 4, 5 und auf jeden Fall mit 6, 8 sollte dann Realitätsbewusstsein da sein. Aber die Kleinen sind so voller Fantasie und zwischen, sagen wir jetzt 3 und 5, so im magischen Alter, wo die Realität wie eine andere Stufe ist. Also ein kleines, zum Beispiel ein 2-Jähriges, steckt seinen Kopf in einen Papierkorb und weil es uns nicht sieht, meint man, es ist unsichtbar. Also, und das hat mit Realität ja nichts zu tun. Also das muss man lernen, dass wenn einer verschwindet, dass der sich nicht in Luft aufgelöst hat, dass der nicht weggezaubert ist, dass der wieder kommt. Und da sind ja diese Spiele, die ganz kleinen, also das Gugus Dodo, das macht man sicher hier auch mit Stoff oder mit den Händen oder mit einer Windel. Und das ist im Grunde ein in Anführungszeichen blödes Spiel, weil das Kind lacht so, wenn ich wieder zum Vorschein komme, weil es meint, jetzt bin ich weg. Also es meint, jetzt ist die Mutter eben verschwunden. Und dann hat es so Freude, dass die wieder auftaucht. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Vorgang, dass man lernt am Schluss, dass wenn die im Nachbarzimmer spricht, dass die eben dort ist, dass die leiblich dort ist. Ich sehe sie nicht, aber sie ist nicht weg, ich höre sie ja noch. Also so wird das immer weiter aufgebaut. Dann gehört Offenheit dazu, Richtigkeit, Unterscheidungsvermögen,
Ehrlichkeit, Mut, Wissensdurst, Forschergeist, Aufrichtigkeit. Und wenn ich jetzt da zum Beispiel auf Wissensdurst gehe, danken Sie, wenn ein Kind sagt, warum, 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 warum. Also diese Fragephase ist unglaublich wichtig und Sie können ein Kind auf den Kopf stellen, wenn die Fragephase noch nicht da ist, dann fragt sie eben nicht. Also seid dankbar, wenn Sie fragen. Das braucht es, damit man der Wahrheit auf den Grund geht, damit man seinen Wissensdurst befriedigen kann. Aber es kann auch sein, dass ein Kind der Wahrheit auf den Grund gehen will und es möchte jetzt einfach wissen, was im Teddybär drinnen ist. Dann wird er aufgeschnitten und man schaut, was da drinnen ist. Dann ist das nicht falsch, sondern es ist fachlich ausgedrückt nicht sachkompetenter Umgang mit Material. Und das muss man halt dann mit der Zeit lernen. Aber es ist ganz, ganz wichtig, jetzt ist noch etwas Interessantes mit dem Wissensdurst und dem Forschergeist. Die neueste Forschung hat auch herausgefunden, dass Kindergartenkinder für Physik und Chemie ein echtes Verständnis haben. Aber gleichzeitig, neben diesen realen Versuchen, die sie gerne machen, gleichzeitig brauchen sie eben die Bilder hinter den Bildern. Also wenn ich zum Beispiel sage, bei uns hat man gesagt, wenn es gedonnert hat, Petrus kegelt im Himmel. Und ich habe mir den vorgestellt mit wallenden Gewändern, ich hatte immer viel Fantasie, ist der da durch den Himmel gerast mit einer riesen Kugeln und riesengroßen Kegeln. Und das hat mich sehr beeindruckt. Oder meine Mutter hat gesagt, wenn der Abendhimmel rot war, im Herbst, so gegen den Winter, jetzt backt das Weihnachtskind mit den Engeln Plätzchen. Und dann habe ich mir das vorgestellt, wie die da oben Plätzchen backen. Und das war wunderbar. Und das läuft sogar bis in die 2., 3. Klasse. Also auch wenn die wissen, dass es den Osterhasen nicht gibt, suchen die noch Eier. Oder wenn sie wissen, dass eigentlich der Nikolaus vom Vater gespielt wird oder vom Nachbarn, sagen die trotzdem die Verse auf. Und sie wollen trotzdem, dass er kommt. Also da gibt's dann so eine Übergangszeit, wo Realität und Fantasie ineinander greifen, aber es ist kein Gegensatz. Also wenn Sie, wir machen nämlich das Gleiche, wenn Sie einen Film anschauen, und sagen wir jetzt einen Pilcherfilm, also was Sentimentales. Und alle haben geheult und finden es wunderbar. Dann stehe ich nicht auf und sage, zum Kuckuck, jetzt hat die mich 1,5 Stunden angelogen. Oder wenn Sie ein Buch lesen, ob jetzt das Shakespeare ist oder ein moderner Roman, geht das genau gleich, oder ein Krimi, dann stehen Sie nicht auf und sagen, also jetzt habe ich genug von dieser Lügerei. Also das läuft auf einer anderen Ebene. Und weil wir heute so materialistisch geworden sind, fehlt den Kindern diese Ebene. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir die pflegen, weil nur ein Kind, das sich etwas vorstellen kann nachher Aufsätze schreiben oder hat Visionen, hat Forschungsvisionen, und wir brauchen Kinder, die Visionen haben. Wir haben, wenn ich jetzt das ablege, kann ich da zurück weil wir haben Kinder dann gefragt, immer was sie dazu sagen. Und bei der Wahrheit und beim Lügen, also oft können Kinder einen Wert besser lernen, wenn man beides sagt. Also was ist das Gegenteil von Wahrheit? Dann ist das eher für Kinder Lügen. Und dann haben wir die gefragt, was ist Lügen? Und dann war also eine 5-Jährige und eine 8-Jährige. Und die 8-Jährige hat gesagt, Lügen heißt, dass man etwas sagt, was nicht stimmt. Ganz korrekt. Wenn ich keine Katze habe und ich sage, ich habe eine, dann lüge ich. Dann erzählt sie aber, Ali sagt, das ist ein Schulkollege, dass er viel Geld hat. Aber er hat nicht viel Geld, das ist eine Lüge. Und das kann jetzt wiederum sein, dass das Kind eigentlich nicht lügt, sondern seine Familie in einem guten Licht darstellen will.
Oder ein Kind sagt, mein Papa fährt jeden Tag mit dem Düsenjäger zur Arbeit. Dann ist das eben, weil es den Papa in einem ganz guten Licht zeigen will. Und da muss man dann schauen, wie weit man das quasi erschlägt und wie weit man das in die richtige Kiste setzt. Also bis 8 sollte das Realitätsbewusstsein da sein. Aber vorher ist je nach Fall, sind viele Beispiele drin, wie man es einordnen kann, also dass es einem hilft. Aber es braucht Mut, die Wahrheit zu sagen. Und ich erzähle jetzt ein Beispiel von mir. Ich hatte so eine neureiche Familie, ein Haus also neben uns. Und ich musste mich also sehr viel, habe mich viel über die geärgert. Und meine Mädchen haben mir das jahrelang vorgehalten. Ich habe dann immer gesagt, also wir sind wir und die sind die und bei uns gibt es das nicht. Also zum Beispiel, die sind vor dem Frühstück mit Eis vor unserem Küchenfenster hin und her gelaufen. Dann haben meine natürlich gebrüllt, sie wollen auch Eis. Aber ich habe gesagt, wir sind wir, die sind die, es gibt kein Eis. Dann haben sie sich umarmt und gesagt, haben wir eine böse Mutter. Das muss man dann aushalten. Also wenn Sie etwas nicht wollen, dann dürfen Sie das deklarieren, aber dann müssen Sie es aushalten. Wenn Sie nämlich 3-mal Nein sagen und 1-mal Ja, haben Sie verloren, dann heißt es Spiel 3-mal Nein, 1-mal Ja. Also wenig Regeln, aber die Sie haben, in Liebe durchziehen. Und wenn möglich auch nicht dann schreien und immer eine Stufe höher, also quasi, ich habe jetzt angerichtet, man kann essen, dann kommt keiner, ich habe angerichtet, habe schon 7-mal gesagt, kommt essen und dann noch eine Stufe höher, dann gewöhnen Sie sich dran, also nur wenn die Mutter auf 250 ist, dann muss man zum Essen gehen. Also da wäre ganz wichtig von Anfang an, dass man in Liebe und bestimmt und mit ruhiger Stimme das sagt und wenn sie nicht kommen, die an der Hand holt und sagt, jetzt gibt es Essen. Das braucht Kraft am Anfang, aber ich kann euch sagen, es lohnt sich, weil Kinder, die das nicht begreifen, bekommen Schäden. Da ist auch wieder die Hirnforschung, die sagen, bis 3 ist das Grundgefüge von den Werten entstanden. Stellt euch das mal vor, bis 3. Und jetzt ist folgendes Problem, also ein 9-monatiges, das krabbelt durch die Wohnung, geht zum Gummibaum und dann schaut, ob jemand schaut und wohl dem Kind, wenn jemand schaut, dann, wenn es nicht so viel Schubkraft hat, angeboren, krabbelt es weiter, wie wenn nichts geschehen wäre. Wenn es aber als Charakter sehr stark ist, macht es erst recht, weil dann, wenn es schauen, was jetzt passiert, dann kratzt es extra. Dann gibt es so wie einen Kampf zwischen Mutter und Kind. Aber das muss man dann halt immer wieder sagen, also die Erde gehört dem Topf und die können wir jetzt nicht haben und dann holt man halt das Kind, bis es das nicht mehr macht. Und so gibt es immer wieder Stufen, aber es kann auch sein, dass es zum ersten Mal in der Küche einen Schrank aufmacht und Geschirr rausräumt. Aber die Kinder schauen immer zuerst zum Erziehenden. Das ist auch im Kindergarten so. Und wenn ich da das Kind erwische, wenn das dem anderen einen Klotz an den Kopf werfen will und es schaut, dann macht es ganz scheinheilig weiter. Und es passiert nichts. Wenn ich es aber nicht erwische, dann eskaliert es. Und wenn jetzt da das nicht gemacht wird, also wenn man da nicht reagiert und das nicht unterstützt, dann entstehen ganz falsche Bilder. Also ich kann euch ein Wunderbild erzählen. Ich war in einem Vorort von München in einem doppelstöckigen Zug. Und da kam ein kleines Kind von hinten und die hat so schön in Bayerisch gesagt, «Ause Willi, Ause Willi, Ause Willi». Dann habe ich gesagt, was jetzt das soll, ist an mir vorbei. Immer «Ause Willi, Ause Willi», also hinaus will sie, hinaus will sie. Und es kann, also da gibt es gar keine Diskussion, also weder sie noch ich, noch das Kind kann aus einem fahrenden Zug aussteigen. Da gibt es gar nichts zu diskutieren, das geht nicht. Gut, dann kommt die Mutter gerannt und ich habe gedacht, die holt jetzt das Kind, setzt sich auf den Schoß und dann brüllt es halt ein bisschen. Nein, sie nimmt es an der Hand und sagt, ja weißt du kannst jetzt nicht aussteigen, Schätzchen. Weißt du, der Zug, der fährt. Ause Willi, Ause Willi, Ause Willi. Dann geht es bis zur Treppe. Und bei der Treppe ruft die Frau, Mutter, komm, also jetzt war die Großmutter noch da, ich muss den Mantel anziehen.
geht genau das gleiche Theater weiter, kommt die Großmutter, die Kleine geht die Treppe rauf, Außenwilli, und die Großmutter nimmt sie an der Hand und macht auch wieder so in dem süßen Ton. Und die geht rauf bis auf den oberen Boden und dann geht es noch 2 Treppen runter und in dem Moment hält der Zug und die brüllt also immer Außenwilli, die Türe geht auf und das Kind glaubt also, wenn sie genug laut ruft Außenwilli und die ganze Corona da mitflötet, dann kann man aussteigen. Und das gibt im Gehirn falsche Signale. Und die sagen also, die Hirnforscher, dass mit 3, wenn sie also nicht so Grenzen erleben oder eben Sachen, wenn man das nicht macht, haben sie soziale Schwierigkeiten. Also die ecken dann an im Kindergarten, weil gewisse Dinge gehen einfach nicht. Und also man muss Grenzen lernen und man muss lernen, mit Frust umzugehen. Also natürlich ist es toll, wenn man alles kriegt, aber das Leben ist nicht so. Also von daher ist das eine ganz wichtige Sache. Und jetzt noch zum Mut. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Kind, ich habe einen Kuchen gebacken und bekomme Besuch und ich will den Kuchen servieren und da ist ein schönes Loch reingefressen. Jetzt, wenn ich mehrere Kinder habe, ist normalerweise sagt der eine, das war der andere, das ist klar. Wenn ich nur ein Kind habe und ich habe eine Katze vielleicht, dann sagt es, war die Katze. Wenn jetzt aber das Kind sagt, ich konnte einfach nicht anders, es war so gut und ich musste es einfach essen. Dann müsste man den Mut belohnen, dass das Kind so ehrlich ist. Aber wenn Sie sagen, das ist jetzt toll, dass du das zugibst, kein Problem, wir backen einen neuen, dann heißt das, ich kann Löcher fressen, es gibt einen neuen, ich kann Löcher bohren, es gibt einen neuen. Also ich müsste schon das loben, wirklich, braucht Mut, dass es das tut, aber gleichzeitig müsste ich sagen, jetzt haben wir ein Problem, also so kann ich den nicht servieren, jetzt machen wir halt Stücke und du hast ja schon so viel gehabt, du kriegst nur ganz wenig, zum Beispiel. Also es müsste eine Folge sein, aber es müsste der Mut belohnt werden. Und wie man das auch als Erwachsene macht, das wissen Sie alle, also Ehrlichkeit braucht sie viel Courage. Und ich erzähle ein Beispiel von mir, wieder mit diesen tollen Nachbarn. Also da haben wir jahrelang hatte ich eine wunderbare Übung vor der Nase. Und einmal, ich weiß nicht mehr den Grund, habe ich geschrien, die verdammte Kudi. Die kleine Christina war etwa 3,5, ist, ohne dass ich es gemerkt habe, hinterm Haus durch, ums andere Haus rum, hat dort geläutet und gesagt, meine Mama hat gesagt, du bist eine tolle Kuh. Und jetzt muss man wissen, dass ich wohne in einem Dorf mit 900 Einwohnern. Mein Mann war zu der Zeit Lehrer und ich Kindergärtnerin. Und die kommt mit hochrotem Kopf angerannt, läutet bei mir, was mir einfällt, also das findet sie nun doch der Gipfel. Und ich war so feige, ich habe rumgedruckst und am Schluss gesagt, die Christina hat es wahrscheinlich falsch verstanden. Aber solche Momente kennt jeder. Also es braucht wirklich, wenn man es braucht Mut, bei der Wahrheit zu sein. Also, hat noch ganz viele Anregungen, aber ich lege das jetzt auf die Seite und komme jetzt zum rechten Handeln. Und damit jetzt ich bleibe jetzt gerade noch beim Lügen, also auch noch eine Geschichte, das Dorf ist wunderbar, da spielt sich alles ab, was auch in der Stadt ist, aber weil man sich kennt, weiß man es. Also da war es so, da hat eine Frau, die wollte mit dem Mann eine Woche in die Ferien. Und die hatten eine kleine 4-jährige Tochter. Ich finde das toll, wenn ein Ehepaar sich eine Woche Auszeit gönnen kann. Nichts dagegen, wunderbar. Aber die getraute sich das dem Kind nicht zu sagen. Und dann war das Kind oft bei der Oma, dann hat sie gepackt, hat das Kind zur Oma gebracht und jetzt kommt die Lüge und dann das nicht richtige Handeln. Dann hat sie zum Kind gesagt, ich gehe jetzt rasch zum Friseur. Und dann sind sie eine Woche in die Ferien verduftet. Und das ist natürlich
also hoch 2. Wenn sie jetzt nur gelogen hätte und hätte eine Freundin angetroffen und die hat gesagt, ja komm, jetzt geh nicht zum Friseur, wir gehen da in die Konditorei und essen Kuchen. Oder sie hätte gesagt, es läuft ein so toller Film, ach komm, jetzt gehen wir in den Film. Dann hätte das Kind das wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Aber das Resultat war dann, die konnten jahrelang nie mehr weg, weil die hat den Braten dann gerochen. Ist ja ganz klar. Also rechtes Handeln ist wirklich ein Punkt, über den man nachdenken kann. Zum Beispiel Selbstständigkeit. Oft nehmen wir uns die Zeit nicht und machen eben alles selber und dann können es die Kinder nicht lernen. Und wenn die dann sollten, dann wollen sie nicht. Also da muss man sich an der Nase nehmen. Es ist ein ganz hoher Wert, selbstständig zu werden. Und die Kinder werden geboren bei uns als Gäste und es ist in der Planung des Lebens, dass die am Schluss weggehen und eigenständige Persönlichkeiten sind. Und es ist absolut nicht rechtes Handeln, wenn ich die als Mutter oder als Familie so an mich binden, dass die mit 35 noch zu Hause sind und keine Familie haben. Dann ist was ganz schief gelaufen. Dann zum Beispiel Sauberkeit oder Zufriedenheit, Verlässlichkeit ist auch so etwas Wichtiges. Zum Beispiel ist es ganz wichtig, dass Kinder mithelfen dürfen im Haushalt oder im Kindergarten. Also dass man Ämtchen hat, dass die Tisch decken dürfen oder die Meersau misten oder helfen beim Einkaufen oder aufräumen oder Papierkorb lernen und so weiter lernen. Aber also da ist die Verlässlichkeit, wenn Sie einen schönen Kalender machen oder so einen schönen Stundenplan, wo das schön drauf ist, vielleicht auch noch mit Bildern, dass die Kleinen das begreifen, aber dann muss man das kontrollieren. Und wenn ich halt am Freitag die Papierkörbe leeren darf, dann muss ich das tun und dann wird es kontrolliert. Und es kann ja eine Belohnung geben. Sie sollten es eigentlich ohne Belohnung machen, aber wenn es halt sein muss, es nicht anders geht, kleben Sie ein Sternchen hin und wenn man 5 Sterne hat, darf man vielleicht mit beim Einkaufen und kriegt dann ein Eis oder irgend sowas. Da fällt Ihnen schon was ein, aber es ist ganz wichtig, dass die den Begriff Verlässlichkeit lernen oder gute Autorität. Heute gibt es Eltern, die entschuldigen sich fast, dass sie Eltern sind und nicht der Freund vom Kind. Und da können Sie sich auf den Kopf stellen, die Hierarchie besteht. Sie haben das Recht, in Ihrem Haushalt zu sagen, wie es geht. Und Sie können sagen, und bei uns ist es so, wenn die im Kindergarten sind oder in der Schule oder bei der Oma, die Kinder sind nicht dumm, die wissen dann, dort darf ich das, da darf ich es nicht. Und wenn man jung ist, also ich war jedenfalls als jung, war ich viel sturer. Also ich hatte zum Beispiel den Vogel, ich habe meinen Kindern Kaugummi verboten. Also ich fand Kaugummi das Letzte. Dabei ist Kaugummi sehr gut für die Mundmuskulatur und sie lernen gut sprechen, also abgesehen davon. Aber bei meiner Mutter durften sie das. Und dann war klar, beim Grossi bekamen sie Kaugummi, bei mir nicht. Also auch Professor Sagi aus Freiburg im Breisgau hat einmal gesagt, normale Kinder ertragen normale Fehler von normalen Eltern. Also wenn das alles so im Durchschnitt ist, jeder macht was falsch, das ist kein Drama. Also wenn Sie was Falsches durchziehen und sonst der ganze Rest stimmt und das Kind fühlt sich geliebt, dann ist das Peanuts. Gefährlich wird's, wenn Sie sehr viel in verschiedenen Stilen sind. Also zum Beispiel ein Kind sitzt in der Küche, es hat Spaghetti mit Tomatensauce und das macht mit beiden Händen so. Also der Teller, so spickt das alles raus. Jetzt weiß ein Kind, also wenn das jetzt 3 ist oder 4, weiß das ganz genau, dass es das nicht darf. Also wenn jetzt die Mutter oder der Vater nicht reagieren, also wenn die sich jetzt dumm stellen und Ruhe wollen und das Kind nicht beachten, dann ist das Kind irritiert, das ist schlecht. Wenn Sie also schreien und das Kind schlagen, dann ist das natürlich auch nicht richtig. Und wenn Sie sagen, ja, aber du weißt doch, dass ich das nicht mag und das macht mich jetzt traurig, dann ist das so wie Seelenterror, ist auch nicht gut. Also
schön wäre, wenn sie bei den gleichen Sachen gleich reagieren. Dann ist fürs Kind die Welt in Ordnung. Und wenn es sie halt mal an die Decke bringen will, macht es genau das, was es nicht darf. Aber dann, also krank macht nur dieses komische Gemisch von dann ist eine Verschiebung der Werte da. Dankbarkeit beim richtigen Handeln, das ist auch noch so etwas, heute wird so oft nicht Danke gesagt. Und Danke ist wie ein kleines Zauberwort. Also es ist wichtig, dass ich mich bedanken kann, zum Beispiel. Dass ich das vorlebe. Oder Geduld. Oder ganz, ganz wichtig, richtiger Umgang mit Material. Also wenn ich sage, bei uns wird Essen nicht weggeworfen, wir essen alles. Und ich habe gleichzeitig im Kühlschrank eine Versuchsstation mit schimmligem Käse und abgelaufener Milch und gefaultem Gemüse und schmeiße das dann vor dem Kind weg, dann ist ganz klar, ich muss aufessen und die Mutter schmeißt alles weg. Oder wenn Sie Pflanzen haben und man sagt, man hat Achtung vor den Pflanzen, man geht sorgfältig mit den Pflanzen um und Sie ersäufen die Zimmerpflanzen in einer Phase und in der nächsten Phase lassen Sie sie verdorren und das Kind lernt, es spielt keine Rolle, es gibt dann neue Töpfe, dann kommt das eben nicht richtig rüber. Oder bei uns im Dorf hat der Abwart im Schulhaus jeden Monat eine Schachtel mit Kleidern, die niemandem gehören. Also es hat Unterhosen, es hat Socken, es hat Windjacken, also vom Turnen, die werden in der Klasse aufgehalten und jeder stellt sich blöd und keiner weiß, wem es gehört. Also auch die Mütter kommen nicht. Also wenn es so ist bei uns, dass es keine Rolle spielt, ob ich ein paar Turnschuhe mehr oder weniger habe oder eine Windjacke mehr oder weniger, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich kleine Verbraucher habe. Kaputt gibt Neues, kaputt gibt Neues. Das gibt eine Beziehungslosigkeit. Und dann etwas ganz Wichtiges beim rechten Handeln ist der Umgang mit der Zeit. Also zum Beispiel ein Plädoyer, lasst die Kinder auch Langeweile erfahren. Also heute ist so eine Saumode, wenn man das so deftig sagen will, dass immer Programme geboten werden und wenn möglich noch mit dem Auto hin und her gekarrt und dann noch ins Judo und dann noch ins Malen und dann noch in die Blockflötenstunde und dann noch zum Fußballspiel. Es ist ganz, ganz wichtig, dass Kinder auch mal sagen können, mir ist es langweilig. Und dann sagen sie, schön, jetzt wollen wir mal schauen, was dir einfällt. Und dann aushalten, bis die eine Idee haben. Aber dann haben sie viel gelernt. Auch Erzieherinnen fallen drauf rein. Ich war dabei, da saß ein Kind am Rand vom Sandkasten, hat einfach da so zugeschaut, dann nach 10 Minuten kam die Erzieherin, möchtest du nicht auch einen Tunnel bauen? Nein. Möchtest du einen Weg bauen? Nein. Kuchen backen? Nein. Und dann war die schon ganz wütend, dass das Kind nicht mitgespielt hat. Aber das kann auch beim Zuschauen etwas lernen, beim Beobachten. Wenn es natürlich ein ganzes Jahr nur am Rand sitzt, dann ist klar. Aber also, wenn das einen Tag zuschaut, dann lernt es halt vielleicht vom Beobachten. Also, so geht das mit allen Werten. Wir könnten bis morgen, also es kommt dann eben der Frieden, die Liebe, die Gewaltlosigkeit. Werte landen immer am Schluss, wenn man es ganz genau anschaut, in ethischen oder religiösen Werten. Also das ist immer das Fundament. Und also der Wert hinter den Werten. Und wenn ich jetzt das da drauflege von diesem System, wie ich das jetzt gemacht habe, dann gibt das wie einen Wertebaum. Also ich hätte jetzt da die Wahrheit, das rechte Handeln, den Frieden, die Liebe und die Gewaltlosigkeit. Und am Schluss, also das Höchste, denke ich, ist die Ehrfurcht vor allem Leben. Und das wirkt sich ja dann aus, auch auf Tiere oder eben auf Schwangerschaften oder jetzt, wenn die Welt immer mehr alte Menschen hat, dass man nicht auf die Idee kommt, ja, also bei der nächsten Grippenwelle ist es gut, wenn sich das Altersheim ein bisschen leert. Also
das klingt jetzt ganz makaber, aber weil so viele, also in den nächsten 10 Jahren kriegen wir 17 Millionen mehr Pensionierte, also da in unserer Gegend. Und darum ist es so wichtig, dass Kinder das so einfach nebenbei mitbekommen. Immer wieder. Also es spielt keine Rolle, mit welchen Blättern sie anfangen, aber es müsste immer wieder zwischendurch das auch formuliert werden. Wir haben die Kinder gefragt, weil es doch dann letztendlich in diese religiösen oder ethischen oder spirituellen Dimensionen geht, haben wir in München Kinder ohne Vorbereitung gefragt, was denkt ihr, was ist Gott? Und da waren also 3- bis 6-jährige Buben und Mädchen. Und die Kindergärtnerin gibt denen immer eine Pfauenfeder in die Hand. Das könnte auch ein Stein sein oder eine Haselrute. Also wer die Pfauenfeder hat, hat die Redegewalt, der darf sprechen. Und dann lernen sie, dass, wenn der spricht, darf man nicht reinreden, man darf nicht kritisieren und man darf den nicht lächerlich machen. Also wenn ich nämlich sage, das hast du schon gestern erzählt, also den Käse kannst du behalten und geht es eigentlich noch, sowas gibt es ja nicht. Also wenn ich Kinder so behandle, dann sprechen die nicht mehr. Also, wir fragten, was ist Gott? Und jetzt hört mal, was die Kleinen für Philosophen sind, ohne Vorbereitung, ohne etwas. Eins hat gesagt als erstes, Gott ist alles. Ein anderes, Gott gibt es, sonst gäbe es keine Traurigkeit und Lieblichkeit, keine Träume und keine Menschen. Der ganze Himmel bewegt sich hin und her, weil Gott der ganze Himmel ist. Gott ist Mann und Frau und Kind, weil er alles ist. Und jetzt kommt es interessant. Eins hat gesagt, er passt auf die Menschen auf, damit es keinen Krieg und keine Erdbeben gibt. Da hat ein anderer nachgehakt, aber er kann nicht vom Himmel runterkommen, weil ihn die Luft oben hält. Deshalb kann er eigentlich die Erdbeben nicht immer verhindern. Und so ein richtiger Realist hat gesagt, gestern waren wir in der Kirche, aber der Gott war nicht da. Trotzdem hat eine Frau mit ihm geredet, obwohl er einfach nicht da war. Das ist doch wunderschön. Also wenn Sie den Kindern Gelegenheit geben und fragen, dann kommen solche Sachen zustande. Ja, und jetzt, nachdem ich das zusammengetragen hatte, ich will vielleicht vom Frieden noch sagen, das ist auch noch so eindrücklich. Also wir haben auch die Kinder gefragt, was ist für euch Frieden? Und dann kam, in der Schweiz sagt man Jause oder Zwischenmahlzeit, so, also einmal in der Woche bringen die Kinder etwas von zu Hause mit und dann wird das alles zerteilt und jedes Kind bekommt von jedem ein Bananenrädchen oder ein Möhrenrädchen und so weiter. Und das ist aber für die Kleinen immer schwierig, die holen sich ihre Sachen am Anfang immer wieder, die können nicht teilen. Und dann haben wir also gefragt in dem Kindergarten, was ist Frieden? Und der Erste hat gestrahlt und hat gesagt, zusammen essen, teilen. Oder, das finde ich tragisch, Frieden ist, wenn die Fußballspieler sich vertragen und sich nicht wehtun. Das heißt also, Kinder sind erschreckt, wenn die so rammeln und sich so zusammen knallen. Oder Frieden ist, wenn man sich nicht anschreit und an den Haaren reißt. Frieden ist, wenn man zusammen lachen kann. Frieden ist, wenn man zusammen spielt und es schön hat. Frieden ist, ich kann Juppie rufen und vor Freude in die Luft springen. Frieden ist, wenn ich nach einem Streit mit meinem Bruder Frieden mache. Und da ist es ganz wichtig, dass man also nicht so eine Saummode sich einschleichen lässt. Es gibt Kinder, die sagen, Entschuldigung, und schon wieder eine, Entschuldigung,
und schon wieder. Also wenn, dann muss man sich die Hand geben, in die Augen schauen und sich wirklich entschuldigen. Und meistens dauert es bei den Kindern ja nicht lange, die zotteln dann ab und spielen wieder zusammen. Oder der Letzte hat gesagt, Frieden ist, wenn die Mama vorliest. Darf natürlich auch der Papa sein. Also nachdem ich da das alles zusammengestellt habe, und das ist wirklich ein kleines Kompendium entstanden mit vielen, vielen Ideen, und Sie können nie alles miteinander machen, also überschütten Sie mir dann die Kinder nicht, dass denen schlecht wird vor lauter Werten. Also zwischendurch und immer wieder, aber nur möckleinweise. Bin ich dann draufgekommen und habe gedacht, es braucht eigentlich noch etwas, so wie eine Eselsreiter. Und da sind mir die Wochentage eingefallen. Also seit 2000 Jahren sprechen praktisch die ganze Welt von Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und keiner überlegt sich, was das heißt. Also die Wochentage haben die Namen von den Planeten. Und es geht mir nur darum, zu zeigen, wie wir eben unachtsam mit dem Zeug umgehen, wie wir uns selber nicht bewusst sind. Und ich denke, es wäre eine wunderbare Hilfe und Sie können es an jedem Tag machen, es spielt keine Rolle. Es muss jetzt nicht der Montag oder der Sonntag sein, aber es wäre halt so eine Eselsbrücke, wenn Sie das über 6, 7, 8, 10 Jahre immer wieder machen würden, dann hätten die Kinder eine richtige Impfung, zum Beispiel gegen Sucht oder gegen Langeweile oder gegen so ein Rauditum oder gegen, also sie hätten natürlich Achtsamkeit und Liebe entwickeln können. Also, Montag ist der Tag des Mondes und der Mond, weil der manchmal ganz ist, manchmal halb, manchmal, also sich so wandelt, steht er eigentlich als Symbol für Gefühle. Und es ist ganz wichtig, dass Kinder über Gefühle sprechen können. Wenn sie das nicht können, ist es im Extremfall, also ganz klar, also es ist ein Extremfall, aber wenn wir an den Jungen denken von Erfurt, der konnte nicht mehr mit den Eltern sprechen, über Gefühle schon gar nicht. Also da liegt ein Riesenpotenzial von Gefahr und es ist wichtig, dass sie sich das erhalten mit dem Sprechen und auch über die Gefühle, damit es in der Pubertät, wenn es sowieso schwierig wird, dass etwas da ist, wo man anknüpfen kann. Wir haben dann einen Gefühlskalender gemacht und das ist also ein Kind, das lacht, eins, das weint, eins, das wütend ist. Die Kinder haben es selber gezeichnet und das kann man auch zu Hause, aber in dem Kindergarten, wo wir es gemacht haben, also ausprobiert haben, hat jeder seine Klammer und die darf es am Morgen hinstecken, wie es sich fühlt. Und das geht ohne, dass man sprechen muss, die machen das. Und dann machen sie am Morgen so um 11 eine Runde und sprechen über diese Klammern. Und dann schaut die Kindergärtnerin, also in dem Fall, als ich dabei war, hat eine gefehlt. Dann hat sie gesagt, haben alle eine Klammer hingetan? Hat einer aufgestreckt und hat gesagt, nein, ich nicht. Also sie wusste es schon, aber sie hat so gefragt. Und dann hat er gesagt, ich nicht, denn ich weiß nicht, ob ich heute glücklich oder fröhlich bin. Da habe ich gedacht, ich mache keine dran. Ist doch wunderschön. Oder ein anderer hat es auf Wut. Dann hat sie gefragt, wer ist da wütend? Und dann war das ein Kleiner und der hat gesagt, es war so am Montag, gestern habe ich zu Hause gespielt und mein kleiner Bruder hat mir alles kaputt gemacht, obwohl ich Stopp gesagt habe. Also in dem Kindergarten lernen sie Stopp zu sagen. Also ich wäre jetzt zum Beispiel, also er wäre jetzt der Polizist und ich wäre der Räuber. Und er will mich jetzt fangen und einsperren. Und wenn ich jetzt nicht das Opfer sein will, dann sage ich Stopp. Und dann muss er ein anderes Opfer suchen. Also so lernen die, das sich zu respektieren. Und dann war es Lustige, die ganze Kindergartenrunde hat versucht, dem Ratschläge zu geben, wie er dem Kleinen Stopp beibringen kann. Also wenn man das schon lernt im Kindergarten, kann man nachher auch an einer Elternkonferenz oder an einer Lehrerkonferenz eben Ratschläge geben oder Fragen stellen. Dann kommt was ganz Tragisches und das wäre ohne den Kalender gar nicht aufgefallen. Dann war eins auf traurig und dann hat sie gefragt, wer das ist. Und das war ein Mädchen, das hat sofort angefangen zu weinen.
Und dann kam raus, war vor einem Monat der Papa gestorben. Und ein Kind, ein Bub, hat zu dem gesagt, hihi, toll, dein Papa ist gestorben, hihi, dein Papa ist gestorben. Und dann hat sie natürlich mit dem gesprochen und am Schluss sind sie dann ganz friedlich Hand in Hand abgezottelt und sind wieder zum Spielen gegangen. Aber das wäre eine Verletzung, das ist schon verbale Gewalt oder Mobbing. Und das hätte sie hat es nicht gemerkt während dem Freispiel. Und so konnte das Kind das sagen. Ja, also, Dienstag, ich mache nicht bei jedem noch so lange, aber nur ein kleines bisschen. Also der Dienstag ist der Marstag. Also der ist dem Mars zugeordnet oder versteckt sich hin. Also im Deutschen hört man es nicht mehr, im Französischen ist es zu hören. Und der Mars gilt als Kriegsgott. Und ich glaube, dass unsere Kinder zum Teil so gewalttätig sind, weil sie nicht lernen, mit Gewalt umzugehen. Also dass man eben nicht genug Spiele hat, wo man rauft mit Regeln, weil sie nicht lernen, nicht umzugehen. Da ist auch wieder die Hirnforschung, die sagen, bis 3 ist das Grundgefüge von den Werten entstanden. Stellt euch das mal vor, bis 3. Und jetzt ist folgendes Problem, also ein 9-monatiges, das krabbelt durch die Wohnung, geht zum Gummibaum und dann schaut, ob jemand schaut und wohl dem Kind, wenn jemand schaut, dann, wenn es nicht so viel Schubkraft hat, angeboren, krabbelt es weiter, wie wenn nichts geschehen wäre. Wenn es aber als Charakter sehr stark ist, macht es erst recht, weil dann, wenn es schauen, was jetzt passiert, dann kratzt es extra. Dann gibt es so wie einen Kampf zwischen Mutter und Kind. Aber das muss man dann halt immer wieder sagen, also die Erde gehört dem Topf und die können wir jetzt nicht haben und dann holt man halt das Kind, bis es das nicht mehr macht. Und so gibt es immer wieder Stufen, aber es kann auch sein, dass es zum ersten Mal in der Küche einen Schrank aufmacht und Geschirr rausräumt. Aber die Kinder schauen immer zuerst zum Erziehenden. Das ist auch im Kindergarten so. Und wenn ich da das Kind erwische, wenn das dem anderen einen Klotz an den Kopf werfen will und es schaut, dann macht es ganz scheinheilig weiter. Und es passiert nichts. Wenn ich es aber nicht erwische, dann eskaliert es. Und wenn jetzt da das nicht gemacht wird, also wenn man da nicht reagiert und das nicht unterstützt, dann entstehen ganz falsche Bilder. Also ich kann euch ein Wunderbild erzählen. Ich war in einem Vorort von München in einem doppelstöckigen Zug. Und da kam ein kleines Kind von hinten und die hat so schön in Bayerisch gesagt, «Ause Willi, Ause Willi, Ause Willi». Dann habe ich gesagt, was jetzt das soll, ist an mir vorbei. Immer «Ause Willi, Ause Willi», also hinaus will sie, hinaus will sie. Und es kann, also da gibt es gar keine Diskussion, also weder sie noch ich, noch das Kind kann aus einem fahrenden Zug aussteigen. Da gibt es gar nichts zu diskutieren, das geht nicht. Gut, dann kommt die Mutter gerannt und ich habe gedacht, die holt jetzt das Kind, setzt sich auf den Schoß und dann brüllt es halt ein bisschen. Nein, sie nimmt es an der Hand und sagt, ja weißt du kannst jetzt nicht aussteigen, Schätzchen. Weißt du, der Zug, der fährt. Ause Willi, Ause Willi, Ause Willi. Dann geht es bis zur Treppe. Und bei der Treppe ruft die Frau, Mutter, komm, also jetzt war die Großmutter noch da, ich muss den Mantel anziehen. Geht genau das gleiche Theater weiter, kommt die Großmutter, die Kleine geht die Treppe rauf, Ause Willi, und die Großmutter nimmt sie an der Hand und macht auch wieder so in dem süßen Ton. Und die geht rauf bis auf den oberen Boden und dann geht es noch 2 Treppen runter. Und in dem Moment hält der Zug und die brüllt also immer Ause Willi, Ause Willi, Ause Willi. Die Türe geht auf und das Kind glaubt also, wenn sie genug laut ruft Ause Willi und die ganze Corona da mitflötet, dann kann man aussteigen. Und das gibt im Gehirn falsche Signale. Und die sagen also, die Hirnforscher, dass mit 3, wenn sie also nicht so Grenzen erleben oder eben Sachen, wenn man das nicht macht, haben sie soziale Schwierigkeiten. Also die ecken dann an im Kindergarten, weil gewisse Dinge gehen einfach nicht. Und also man muss Grenzen lernen und man muss lernen, mit Frust umzugehen. Also natürlich ist es toll, wenn man alles kriegt, aber das Leben ist nicht so. Also von daher ist das eine ganz
ganz wichtige Sache. Und jetzt noch zum Mut. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Kind, ich habe einen Kuchen gebacken und bekomme Besuch und ich will den Kuchen servieren und da ist ein schönes Loch reingefressen. Jetzt, wenn ich mehrere Kinder habe, ist normalerweise sagt der eine, das war der andere, das ist klar. Wenn ich nur ein Kind habe und ich habe eine Katze vielleicht, dann sagt es, war die Katze. Wenn jetzt aber das Kind sagt, ich konnte einfach nicht anders, es war so gut und ich musste es einfach essen, dann müsste man den Mut belohnen, dass das Kind so ehrlich ist. Aber wenn Sie sagen, das ist jetzt toll, dass du das zugibst, kein Problem, wir backen einen neuen, dann heißt das, ich kann Löcher fressen, es gibt einen neuen, ich kann Löcher bohren, es gibt einen neuen. Also ich müsste schon das loben, wirklich, braucht Mut, dass es das tut, aber gleichzeitig müsste ich sagen, jetzt haben wir ein Problem, also so kann ich den nicht servieren, jetzt machen wir halt Stücke und du hast ja schon so viel gehabt, du kriegst nur ganz wenig, zum Beispiel. Also es müsste eine Folge sein, aber es müsste der Mut belohnt werden. Und wie man das auch als Erwachsene macht, das wissen Sie alle, also Ehrlichkeit braucht sie viel Courage. Und ich erzähle ein Beispiel von mir, wieder mit diesen tollen Nachbarn. Also da haben wir jahrelang hatte ich eine wunderbare Übung vor der Nase. Und einmal, ich weiß nicht mehr den Grund, habe ich geschrien, die verdammte Kudi. Die kleine Christina war etwa 3,5, ist, ohne dass ich es gemerkt habe, hinterm Haus durch, ums andere Haus rum, hat dort geläutet und gesagt, meine Mama hat gesagt, du bist eine tolle Kuh. Und jetzt muss man wissen, dass ich wohne in einem Dorf mit 900 Einwohnern. Mein Mann war zu der Zeit Lehrer und ich Kindergärtnerin. Und die kommt mit hochrotem Kopf angerannt, läutet bei mir, was mir einfällt, also das findet sie nun doch der Gipfel. Und ich war so feige, ich habe rumgedruckt und am Schluss gesagt, die Christina hat es wahrscheinlich falsch verstanden. Aber solche Momente kennt jeder, also es braucht wirklich, wenn man es braucht Mut, bei der Wahrheit zu sein. Also, hat noch ganz viele Anregungen, aber ich lege das jetzt auf die Seite und komme jetzt zum rechten Handeln. Und damit jetzt ich bleibe jetzt gerade noch beim Lügen, also auch noch eine Geschichte, das Dorf ist wunderbar, da spielt sich alles ab, was auch in der Stadt ist, aber weil man sich kennt, weiß man es. Also da war es so, da hat eine Frau, die wollte mit dem Mann eine Woche in die Ferien. Und die hatten eine kleine 4-jährige Tochter. Ich finde das toll, wenn ein Ehepaar sich eine Woche Auszeit gönnen kann. Nichts dagegen, wunderbar. Aber die getraute sich das dem Kind nicht zu sagen. Und dann war das Kind oft bei der Oma, dann hat sie gepackt, hat das Kind zur Oma gebracht und jetzt kommt die Lüge und dann das nicht richtige Handeln. Dann hat sie zum Kind gesagt, ich gehe jetzt rasch zum Friseur. Und dann sind sie eine Woche in die Ferien verduftet. Und das ist natürlich also hoch 2. Wenn sie jetzt nur gelogen hätte und hätte eine Freundin angetroffen und die hätte gesagt, ja komm, jetzt geh nicht zum Friseur, wir gehen da in die Konditorei und essen Kuchen. Oder sie hätte gesagt, es läuft ein so toller Film, ach komm, jetzt gehen wir in den Film. Dann hätte das Kind das wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Aber das Resultat war dann, die konnten jahrelang nie mehr weg, weil die hat den Braten dann gerochen. Ist ja ganz klar. Also rechtes Handeln ist wirklich ein Punkt, über den man nachdenken kann. Zum Beispiel Selbstständigkeit. Oft nehmen wir uns die Zeit nicht und machen eben alles selber und dann können es die Kinder nicht lernen. Und wenn die dann sollten, dann wollen sie nicht. Also da muss man sich an der Nase nehmen, es ist ein ganz hoher Wert, selbstständig zu werden. Und die Kinder werden geboren bei uns als Gäste und es ist in der Planung des Lebens, dass die am Schluss weggehen und eigenständige Persönlichkeiten sind. Und es ist absolut nicht rechtes Handeln, wenn ich die als Mutter oder als Familie so an mich binden, dass die mit 35 noch zu Hause sind und keine Familie haben. Dann ist was ganz schief gelaufen.
Dann zum Beispiel Sauberkeit oder Zufriedenheit, Verlässlichkeit ist auch so etwas Wichtiges. Zum Beispiel ist es ganz wichtig, dass Kinder mithelfen dürfen im Haushalt oder im Kindergarten. Also dass man Ämtchen hat, dass die Tisch decken dürfen oder die Meersau misten oder helfen beim Einkaufen oder aufräumen oder Papierkorb lernen und so weiter lernen. Aber also da ist die Verlässlichkeit, wenn Sie einen schönen Kalender machen oder so einen schönen Stundenplan, wo das schön drauf ist, vielleicht auch noch mit Bildern, dass die Kleinen das begreifen, aber dann muss man das kontrollieren. Und wenn ich halt am Freitag die Papierkörbe leeren darf, dann muss ich... Und das läuft sogar bis in die 2., 3. Klasse. Also auch wenn die wissen, dass es den Osterhasen nicht gibt, suchen die noch Eier. Oder wenn sie wissen, dass eigentlich der Nikolaus vom Vater gespielt wird oder vom Nachbarn, sagen die trotzdem die Verse auf. Und sie wollen trotzdem, dass er kommt. Also da gibt es dann so eine Übergangszeit, wo Realität und Fantasie ineinander greifen, aber es ist kein Gegensatz. Also wenn Sie, wir machen nämlich das Gleiche, wenn Sie einen Film anschauen, und sagen wir jetzt einen Pilcherfilm, also was Sentimentales. Und alle haben geheult und finden es wunderbar. Dann stehe ich nicht auf und sage, zum Kuckuck, jetzt hat die mich 1,5 Stunden angelogen. Oder wenn Sie ein Buch lesen, ob jetzt das Shakespeare ist oder ein moderner Roman, geht das genau gleich, oder ein Krimi, dann stehen Sie nicht auf und sagen, also jetzt habe ich genug von dieser Lügerei. Also das läuft auf einer anderen Ebene. Und weil wir heute so materialistisch geworden sind, fehlt den Kindern diese Ebene. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir die pflegen, weil nur ein Kind, das sich etwas vorstellen kann nachher Aufsätze schreiben oder hat Visionen, hat Forschungsvisionen, und wir brauchen Kinder, die Visionen haben. Wir haben, wenn ich jetzt das ablege, kann ich da zurück zum... Ja, also, weil wir haben Kinder dann gefragt, immer, was sie dazu sagen. Und bei der Wahrheit und beim Lügen, also oft können Kinder einen Wert besser lernen, wenn man beides sagt. Also was ist das Gegenteil von Wahrheit? Dann ist das eher für Kinder Lügen. Und dann haben wir die gefragt, was ist Lügen? Und dann war also eine 5-Jährige und eine 8-Jährige. Und die 8-Jährige hat gesagt, Lügen heißt, dass man etwas sagt, was nicht stimmt. Ganz korrekt. Wenn ich keine Katze habe und ich sage, ich habe eine, dann lüge ich. Dann erzählt sie aber, Ali sagt, das ist ein Schulkollege, dass er viel Geld hat, aber er hat nicht viel Geld, das ist eine Lüge. Und das kann jetzt wiederum sein, dass das Kind eigentlich nicht lügt, sondern seine Familie in einem guten Licht darstellen will. Oder ein Kind sagt, mein Papa fährt jeden Tag mit dem Düsenjäger zur Arbeit. Dann ist das eben, weil es den Papa in einem ganz guten Licht zeigen will. Und da muss man dann schauen, wie weit man das quasi erschlägt und wie weit man das in die richtige Kiste setzt. Also bis 8 sollte das Realitätsbewusstsein da sein. Aber vorher ist je nach Fall, sind viele Beispiele drin, wie man es einordnen kann, also dass es einem hilft. Aber es braucht Mut, die Wahrheit zu sagen. Und ich erzähle jetzt ein Beispiel von mir. Ich hatte so eine neureiche Familie, ein Haus also neben uns. Und ich musste mich also sehr viel, habe mich viel über die geärgert. Und meine Mädchen haben mir das jahrelang vorgehalten. Ich habe dann immer gesagt, also wir sind wir und die sind die und bei uns gibt es das nicht. Also zum Beispiel, die sind vor dem Frühstück mit Eis vor unserem Küchenfenster hin und her gelaufen. Dann haben meine natürlich gebrüllt, sie wollen auch Eis. Aber ich habe gesagt, wir sind wir, die sind die, es gibt kein Eis. Dann haben sie sich umarmt und gesagt, haben wir eine böse Mutter.
das muss man dann aushalten. Also wenn Sie etwas nicht wollen, dann dürfen Sie das deklarieren, aber dann müssen Sie es aushalten. Wenn Sie nämlich 3-mal Nein sagen und 1-mal Ja, haben Sie verloren, dann heißt es Spiel 3-mal Nein, 1-mal Ja. Also wenig Regeln, aber die Sie haben, in Liebe durchziehen. Und wenn möglich auch nicht dann schreien und immer eine Stufe höher, also quasi, ich habe jetzt angerichtet, man kann essen, dann kommt keiner, ich habe angerichtet, habe schon 7-mal gesagt, kommt essen und dann noch eine Stufe höher, dann gewöhnen Sie sich dran, also nur wenn die Mutter auf 250 ist, dann muss man zum Essen gehen. Also da wäre ganz wichtig von Anfang an, dass man in Liebe und bestimmt und mit ruhiger Stimme das sagt und wenn sie nicht kommen, die an der Hand holt und sagt, jetzt gibt es Essen. Das braucht Kraft am Anfang, aber ich kann euch sagen, es lohnt sich, weil Kinder, die das nicht begreifen, bekommen Schäden. Da ist auch wieder die Hirnforschung, die sagen, bis 3 ist das Grundgefüge von den Werten entstanden. Stellt euch das mal vor, bis 3. Und jetzt ist folgendes Problem, also ein 9-monatiges, das krabbelt durch die Wohnung, geht zum Gummibaum und dann schaut, ob jemand schaut und wohl dem Kind, wenn jemand schaut, dann, wenn es nicht so viel Schubkraft hat, angeboren, krabbelt es weiter, wie wenn nichts geschehen wäre. Wenn es aber als Charakter sehr stark ist, macht es erst recht, weil